sind wir jetzt ja alle im gebärfähigen Alter. Ja. Was ich mit Erschrecken feststelle, ist, dass sehr viele Kinder preisen sind mittlerweile. Ja. Und da frage ich mich, warum. Man startet in den Tag mit ein paar Bockfotzen. Ja. Wie war die Aufteilung? Ihr habt also jeder Säule gesoffen. Ja. Das ist 5 Liter Säule. So, sind wir wieder. Servus. Grüß dich, Kid Rap, guten Morgen. Es ist nämlich gerade einmal 8:45. Ja. Dann gibt es auch wieder mal ein Käffchen. Und weil wir beide todkrank sind. Ja. Wie geht's dir? Gut, Gut, aber erst einmal zum Tierfakt. wollte ich auch gerade sagen. Ja, hast du gewusst, und wahrscheinlich schon, weil die Info wieder von derselben Seite ist wie immer, dass weibliche Hummer Männchen anziehen, indem sie einer Drüsen Urin direkt ins Gesicht spritzen? Ja. Ja, Weiß ich und heute auch für ein probates Mittel. ja schon, ja. Der bei mir funktionieren. Ja, glaubt man gar nicht, dass man mit so einem gemeinen Krustentier so viel gemeinsam hat. Ja, schon, ja. Ja. Kluges Krustentier, Ja, würde ich sagen. Jetzt schon, trinken ja. wir erst einmal unser Cappuccino, gell? Ja, Prost. Ah, ihr Herz ist schon. Ich bin ein bisschen verkeilt. Der Kid Rap ist auch am Arsch. Na, Bei dem hat es 2 Gründe. na, Ich werde mich nicht dafür entschuldigen, dass ich verkeilt bin. Das regt mir über die Podcast-Fotzen so auf. Die sagen, ja, ich muss mich entschuldigen. Ja. Dafür, dass ich, warum? Wofür? Das klingt halt jetzt einmal unangenehm. na, schon, ja. Also noch unangenehmer. Na, nur nasaler. Also in meinem Fall jetzt. Ja. Ja, ich war auf Malle noch. Das ist passiert. Habe ich mitgekriegt, ja. Ja, schön. 2 ganze Tage und eigentlich fast 3 Tage, weil wir sind erst um 9 Uhr auf die Nacht am Mittwoch heimgeflogen. Ja. Ja, Das war jetzt einmal die erste Frage. Was ist geiler? Also wir sind das letzte Mal um 10 Uhr, glaube ich, Vormittag oder 11 Uhr Ja. Vormittag geflogen. Wahrscheinlich schon, wenn du am Abend fliegst. ja oder? schon, war dann entspannter, ja. Weil ihr habt ja den Tag auch noch gesoffen, oder? Ja, Aber so richtig, oder? nein, schon auf Halbmaster jetzt einmal sagen. Also nach dem Freibier im Megapark wollten wir uns noch mal kurz auf die Liege im Hotel legen. Da sind die anderen aber sehr schnell unruhig geworden und dann bin ich da, glaube ich, 1,5 Stunden allein gelegen. Bedeutet, also Ja, die wie sind dann was so. essen gegangen. Noch. Nein, das habe ich geskippt. Aha, ja, gut. Aber Bist du ja der Kuschelbär, gell? Ja, schon, ja. Oder? Na, und dann bin ich aber nachgekommen. Da sind wir erst im Bierkönig gewesen. Da habe ich dann noch mal ein paar Bier getrunken. Und dann noch im Säulchen habe ich Megapark. gesehen. Megapark, im Bierkönig gibt es keine Säulen, Weiß wie ich ich. festgestellt habe. Nein, habe ich nicht gewusst. Ich habe es auch erst da erfahren. Also, Bierkönig war für mich das erste Mal. Ja, also, da ich auch nicht wissen. Na, da habe ich echt keinerlei Erinnerungen mehr dran gehabt vom letzten Mal auf jeden Fall. Das ist lustig, weil der MJ mich noch gefragt hat, was ich lieber mag. Megapark oder Bierkönig. Und dann habe ich gesagt, ja, ich finde Bierkönig schon geiler. Ja. Nein, erinnert mich noch an den Dunkel, an Bierkönig, Ja, war ein Teil davon, ja. wo der Huber voll mit meinem Geld 80 Massen gekauft hat. Ja. Ja, was halt cool ist am Bierkönig ist, dass da jetzt so ein bisschen mehr Holzig ist. Bayernmäßig. Voll geil. So eigentlich nur die Wand. So Reicht, Ähnliches, ja. Schon, aber also ein Megapark hat mehr Liebe zum Detail auf jeden Fall. Mucke beim Bierkönig. Er war da jetzt halt schon sehr für das ältere Publikum, würde ich mal sagen. Bedeutet Bon Jovi, oder? Ja, alte Schlager halt. Geil. Also so, ja. Also, Treffs. Ja, genau, sowas in die 10 Richtung. nackte Friseusen. Ist Ja. der gekommen? Haben sie den Ja, gespielt? den haben sie gespielt. Ja. Und? Bist du ausgeflippt? Völlig komplett. Denke Ja. mal. Mein T-Shirt ausgezogen. Ja. Hoffe. Na, sonst eigentlich richtige Highlights. Also es war insgesamt sehr lustig, aber Ist auch eine geile Truppe gewesen, Ja. oder? auf jeden Fall. Aber der Tag vergeht dann echt schnell. Du bist dann um 11 Uhr eben beim Freibier im Megapark. Dann gehst du raus. Und das Essverhalten war so, dass ich habe mich ja da leiten lassen, weil das ja Profis waren, Ja. dass man gleich zu dem Würstelstand neben dem Megapark geht, sich da eine Bratwurst oder irgendwas Ähnliches holt und dann im Bierkönig schaut. Ja, da war halt saisonell bedingt nicht mehr ganz so viel los. Und auch relativ leise dann. Also das ist angenehm, wenn du dich unterhalten willst, aber wenn du dich nur dumm saufen willst, Ja. dann war der Megapark diesmal die bessere Wahl auf jeden Fall. Beides ist nicht möglich, oder? Dass du sagst, unterhalten und dumm saufen. Ja, irgendwann hat man so nichts mehr zum Sagen. Ja, verstehe, So an Tag 1. ja. Spätestens. Ja. Ja gut, man fliegt ja schon hier gemeinsam, also das ist schon ein Albtraum. Ja. Außer, man Ja. startet in den Tag mit ein paar Bockfotzen. Ja. Wie war die Aufteilung? Eine für jeden oder 2? Nein,
Eine, Okay. Ja, das finde ich perfekt. Zwei, da bist Ja. du dann schon irgendwie in so einem... ja, wir waren da vorne im Ehrbräu, und da habe ich noch ein Weißbier getrunken, ein Geil. Malz. Ja. Und Schweiners gegessen? nein, ich bin ein bisschen später gekommen, da haben die anderen schon Weißwürst gegessen und da ist auch beim AJ noch eine übrig geblieben und die habe ich dann Ah ja, gegessen. gut, sehr gut. Ja, danke an der Stelle nochmal. Ja. Von mir auch, dass ihr euch gut gekümmert habt. Genau, dann haben wir die Bockfotzen gesoffen und dann sind wir langsam zum Terminal. Dann sind der Otto und ich mit unseren Priority-Pässe in die Lounge rein und haben für alle Bier geholt. Ah, geil. Ja. Ja. Und dann ist es auch schon losgegangen. Flieger pünktlich gewesen, super, hat man nichts sagen können. Und dann angekommen und eigentlich gleich, ich weiß gar nicht mehr, wo wir als erstes waren, im Bierkönig oder im Megapark. Ich weiß, ich muss kurz einhaken. Ja. Ich habe gar nicht mehr gewusst, dass man das Zeug aus der Lounge einfach mit rausnehmen kann. Nein, kann man ja nicht. Also wir haben es in den Rucksack. Ja. Ja. Oh, ist das schäbig. Ja. Aber geil. Aber hey, ja, hätte ich 40 genauso Euro gemacht. gespart oder Ja, so. voll geil. Ja, Beste. ja, Dann mache ich das nächste Mal auch so. ja. Weil so wie Es ist was blöd, weil du darfst ja eine Person mitnehmen, normalerweise, aber wir waren nicht zu sechst. Und wenn es dann nur, also wenn es eine weitere Person mitnehmen willst, dann musst du 30 Euro zahlen pro Person. ja, freilich. Das lohnt sich Das ja dann saufst du nicht. erst einmal. Ja, schon, ja. Ja, hätte schon geschafft. Musst du recht, bei sowas musst du einfach früher. Na, wir hätten nicht das Airbus skippen können, Und weil dann, das ja. war ja nicht so, ist auch nicht so billig. Ja. Und Das dann Essen gehst ist du rein. echt geil in die Lounge. Und was für eine warst du? Ja, es war die Air France Lounge. Ich liebe, das ist meine Lieblingslounge. Die Ja. Air France Lounge, die haben, also was das Essen betrifft, Ja. die haben so geiles Essen da drin. Ja. Also, ja, nur über Ja, Lounge. genau. Sorry. Ja, das kennen die meisten Leute wahrscheinlich auch nicht nachvollziehen. Nein, null was auf gar keinen Priority Members. Woher? Und wir zahlen echt sau wenig im Jahr dafür. Ja, kannst nichts sagen. Das haben Aber wir übrigens sprich- noch mal ein bisschen hoch. Wie? Also American Express. Mit den Gebühren? Ja, na, Wie viel so prozentual? 100 Euro. Müssen wir jetzt nicht schauen, ob wir das dann noch weitermachen. Alle. Sorry, aber die lassen wir nicht mehr nehmen. Ja. Das ist für mich, das muss ich mal leisten. Jedes Mal, wenn ich einen Geldbeutel aufmache, dann reinschaue und dieses wahnsinnig schwere Stück Metall Ja, in schon. die Ja. Hände habe, dann denke ich mir, du bist doch irgendwas wert auf Ja. dieser Welt. Auch wenn es ein Fehler war Ja. von dem Kreditinstitut. Ja. Ich habe Angst, dass wenn wir es jetzt abstellen, dass wir es dann nie wieder Nie kriegen. wieder. Weil es dann checken. Kid Rap, aber nie wieder kriegen wir das. Schau mal an, das kriegen wir nie wieder. nie wieder, ne? Und das ist immer der Renner bei Familienfeiern, wenn ich so geschaut habe. Schon, ja. Ich habe die Platinum Card. Ja, Magst du das einmal an? Und dann sagen sie alle immer, ah, okay, wow. Ja. Also ich lange es halt einmal an. Ja, Und naja, richtig, dann haut es ja wieder. ja. Ja, Leute, deswegen haben sie 3 Leute das Schon, ja. Handgelenk ausgekugelt. Da schauen sie dann, wenn sie mit einer verbeulten Sparkassen-Plastikkarten Ja, daherkommen. schon. Ja. Da muss ich Trotzdem mal einen ein wenig. größeren Kreditrahmen haben wie wir. Natürlich, aber, natürlich, ja, das ist- natürlich. Da mich interessieren wir mal jetzt zur Zeit. So, letztens lädt irgend so ein Hurensohn, der sich wahrscheinlich seine Platin-Card auch, oder ich glaube, der hat sogar, vielleicht hat er sogar noch die goldene, ich glaube, der hat noch die goldene. Der wieso noch. Ja, freilich, weiß ich. Das, was mich auch mäßig aufregt übrigens. Ja. Und lädt hoch, wie früher schon belastet hat, die Karten, und lädt Ja. einen Betrag von 6.000 Euro hoch. Ja. Bei Threads war das, glaube ich, und denke mir, oh, Also als Privatperson oder als als Geschäft? Privatperson. Okay. Sagt, schau mal, wie viel schon Ja. Schulden auf meiner Kreditkarte. Ja. Cool. Das sind ja unsere Abrechnungen, muss ich sagen. Jetzt mal, wenn wir denken, ja, ist ganz nett eigentlich, was auf dem Konto ist. Also ganz nett, mit der Money wirklich ganz nett. Ja. Und dann kommt auf einmal wieder im Quartal sein, oder monatlich? Ja. Monatlich, gell? Kommt halt immer einen Monat versetzt, das ist das Problem. Kommt so und dann denke ich, wow, Ja, schon, ja. wow. Ja. Und dann rechnen wir wieder, Dann ist hey, wieder- wie kann das sein? Wie kann das sein? Ja. Ja. Dann ist wieder, Und das, fuck, ja, und also wird das Bruttoinlandsprodukt von Thüringen weg. Ja, schon, ja. Wieso Thüringen? Weil es So im lustig, Osten ja, ist, stimmt, ja. Die zum Großteil wenig verdienen. Ja. Da. Sorry, also Megapack, ich weiß gar nicht, wo du zuerst warst. Na genau, ich kann es nicht mehr rekonstruieren, genau. Mhm. Aber ich glaube, wir waren erst im Bierkönig. Mhm. Ja. Genau, und dann ist eigentlich, das sind die 2 Tage eigentlich relativ gleich abgelaufen. Sorry, ich muss noch Ja. mal einhaken. Es tut mir leid, wie es im Flieger, wie war da die Trinksituation? Da haben wir tatsächlich den Typen im Wagel verpennt. Wie? Ja. Alle? Ja, relativ, ja. Wer schläft denn am Vormittag im Flieger? Ich zum Beispiel. Ja, du schläfst immer Ja. im Flieger, aber Also der das AJ ist doch ist das sogar Geile. vorne weggepennt, glaube ich. Ja. Nee, wem hast du hocken dürfen, neben AJ? AJ, ja. Schön. Netter, guter Sitznachbar. Ja. Kannst gar nichts sagen.
Ja, war das erste Mal. Okay, das zerstört doch einen Rausch ein bisschen, wenn es dann da. Nein, wir sind dann angekommen und dann hat uns so ein Kleinbusfahrer angeredet und der hat schon eine Kühlbox voller Bier gehabt. Da sind wir gleich nahtlos übergegangen. Super. Na, und dann glaube ich nochmal, nein, da sind wir zum Hotel gekommen, genau, und dann ist er gleich weitergegangen. Okay. Und dann halt relativ schnell auf Schnaps umgestiegen halt. Fantastisch. Ja. Fantastisch, okay, ja. Ja, ich habe für mich festgestellt, ich weiß nicht, ob das mein Tumor ist, aber dass Schnaps eine andere Hirnregion beansprucht. Absolut. Wie Bier. Also Bier werde ich immer so formbesoffen gefühlt und beim Schnaps merke ich es da. Du wirst lachen, das kann ich komplett nachvollziehen. Echt? Das Okay, geht mir wirklich auch so. Also ich kann das auch lokalisieren. Nein, ich verstehe das komplett. Ja. Das ist wirklich so. Also ich finde eher, Bier nimmt allgemein einen größeren Raum ein. Ja. Und Schnaps fickt von irgendwo. Ja. Ja, nein, das bin ich voll bei dir. Ja. Ich habe mir letztens ausgerechnet, für alle, die unsere Fitnessfolge gehört haben, ich habe überlegt, ich kann über 1000 Kalorien einsparen, wenn ich jetzt mal von die 6,5 ausgehe. Ja. Also 900 Kalorien kann ich einsparen, wenn ich Wodka sauf. Wodka mit Energy Zero. Und dann könnte man halt 6,05er Mischungen immer machen, wo ich genauso viel Wodka rein, dass so viel Alkohol hat wie Bier. Ja. Ja, was wir da gemacht haben, alle Sportler sind am Ja. Anfang noch, also ich habe immer Wodka Lemon gesoffen. Ich liebe Wodka Lemon. Die waren aber teilweise mehr auf Wodka Kirsch und das ist halt echt extrem babsiers. Also, Schmeckst du den Wodka überhaupt nicht mehr, oder? nein. Und dann ist der MJ, ich glaube, dass der MJ war, ich möchte nicht die Props an verschiedene Leute, an die falschen Leute geben, aber haben wir quasi ein Skinny Bitch gesoffen. Ja. Mit einem Schuss Maracuja-Saft. Und das war echt richtig geil. Skinny Bitch ist ja Wodka mit Wasser, gell? Ja, mit also mit Sprudel. Kohlensäurewasser, ja. Soda. Ja. Und das, glaube ich, hat auch dafür gesorgt, dass wir echt relativ lange immer durchgehalten haben, weil wir waren um 11 Uhr da. Also, weißt du, halt die ganze Wasser noch mitsaufst. So, Das habe ich nicht bedacht. Ja. Geile Idee. Na, und ich glaube, also am ersten Abend, also da bin ich ja schon um 4 Uhr in der Früh losgefahren. Also, und dann, glaube ich, waren wir um 1 oder so im Bett dann. Ich glaube, das mache ich heute für einen Auftritt. Ich glaube, dass ich mir heute Skinny Bitches mache. Das ist eine super Idee. Maracuja hast du gesagt, oder? Ja. Schick jetzt Sabrina noch einkaufen. Ja. Wie ist das? Ich muss noch ganz kurz, pass auf. Jetzt hat Wodka 40%. Ja. Das bedeutet, wenn ich jetzt also pass auf, ein halber Liter Wodka mit 40%, jetzt rechne ich das durch 10. Ja. Das bedeutet, 500 Milliliter durch 10 sind dann 50 Milliliter, oder? Servus. Alles gut. Das war der Harry. Aber den hört ihr später hin dann. Ja. Abschlusswort. Aber da kannst du mir gleich beim Rechnen helfen. Also pass auf. 500 Milliliter Wodka, Harry. Gell? Geteilt durch 10 sind 50 Milliliter. Das bedeutet, dann haben 50 Milliliter haben wir dann 4%. Das bedeutet, wenn ich 50 Milliliter in einer 0,5er, rechne ich das richtig aus, in einer 0,5er Glasel rein tue, dann sind das wie eine halbe mit. Also wie dann in der Theorie. Das hat dann 4%, weniger. ja. Also ja, genau. Also ich müsste also grob, sage ich mal, also das sind Halbe ja. Flaschen Wodka pro Getränk. Also wenn ich 10 halbe saufen will, ja. Scherz. Oder? Aber das rechne ich das falsch. Also, wenn man das so rechnen kann, also rein rechnerisch, das ist korrekt. Okay, danke. Okay, danke, hast uns schon sehr geholfen. Aber das ist keine halbe Flaschen Wodka, du hast Literflaschen. Ich weiß, das ist korrekt, ja. Das ist richtig. Ja. Ja, total komplett blöde Exkurs. Genau. Und so sind die 2 Tage eigentlich relativ gleich abgelaufen, immer ein bisschen hin und her, zwischendurch mal kurz was essen. Ja, irgendein kulinarisches Highlight? Weil ich weiß noch, als wir auf Malle waren, habe ich das Gefühl gehabt, dass ich nichts gegessen habe. Ja, also da war einmal den Döner habe ich mit dem Tobi gegessen. Ja. Da warst du, glaube ich, nicht dabei. Nein, also Döner wäre 2-mal gegessen. 2 Bratwurstsemmeln und ein Club-Sandwich. Der MJ hat mir ja auf dem Laufenden gehalten und gefragt. Ja. Also ich kenne die meisten Stationen. Ja. Ich glaube, er wird mich ein bisschen neidisch machen. Ja, fürs nächste Mal. Hat funktioniert, ja. Nein, ich war tatsächlich diesmal richtig froh, dass ich nicht dabei war. Also ich war gern dabei gewesen, aber ich bin froh, dass ich nicht dabei war, wenn du das nachvollziehen kannst. Ja. Wahrscheinlich schon. Aber ja, ich hoffe, dass der MJ dann nicht jetzt aus dem Game ist ab nächsten Jahr. Ja, Weißt wir du werden nicht, sehen. Aber ich glaube, wenn es so 2 Tage immer sind, dann glaube ich, kann es schon noch gehen. Glaube ich. Ja.
Werden wir sehen. Na, Also kein kulinarisches Highlight. nein, es ist nichts, was jetzt krass herausgestochen war. Also außer die Wodka-Maracuja-Säule. Die war- Ach, das war eine Säule? Ja, ja. Ihr habt eine Skinny Bitch Säule gehabt mit leicht Maracuja drin. Ja, Wie bestellt man das? Genau so. Ja. Du sagst jetzt gerne Skinny Bitch Säule mit ein kleines bisschen Maracuja drin. also Skinny Bitch haben die Kellner teilweise nicht kennt, dann hast du es ihnen halt erklärt und dann, je nachdem, wie gut derjenige noch erklären hat können, war halt mal mehr oder weniger Maracuja-Saft drin. Ah ja. Ja. Ja, das hat dann schön rolliert. Ich glaube, jeder hat dann nochmal eine Säule gezahlt. Ja. Und dann, na, weißt du selber, ist der komplett behindert. Ja. Ja. Was, jeder hat eine Säule gezahlt. Ja. Wie viele Leute hat es? 6? Ja. Ihr habt also jeder eine Säule gesoffen. Ja. Ungefähr schon, ja. Das ist eine 5-Liter-Säule, Ja. oder? Ja. Und da vor dem Bier Das kostet 120 Euro. 130 mit Tipp. Du kannst ja keine Säule Wodka schauen. Also scheinbar schon. Ja. Also ich finde das jetzt, wenn man jetzt einmal... Ja, vielleicht hat er einer mal keine Zeit, aber es hat eigentlich immer, es hat schon Wenn rolliert. du jetzt einmal sagst, okay, ich möchte jetzt nicht wieder eigentlich mit so Rechenaufgaben langweilen, aber jetzt hat das 5 Liter. Das ist einfach Und das sage ich mal da eine sind Eiswürfel 70-30 drin. Mischung. Ja. Das bedeutet 30% von 5 Liter. Bruder. Ja. Ah, da ist ja, Das sind ja dann 1,5 Liter. da ist ja Eis drin. Ja, aber ich habe trotzdem in Summe. Ja. Dann sind nur 20%. Ja. Dann sagen wir, sind nur 20% Wodka in dem Ja. Ding drin. Das bedeutet 20% sind immer noch 1 Liter. Ja. Das bedeutet, wenn jeder ein Ding, dann hätte jeder einen Liter Wodka gesoffen. Dann, aber gut, ja, also das war Was machst du jetzt, sonst? damit ich möchte das nicht, Ja. also ich glaubte das, ich bin da schockiert. Ja. Aber ja, wir das haben ist auch so viel Säulen gesoffen. Ja. Was machst du sonst? Nein, ich bin vorher, Ja. stimmt, zuerst. Seid ihr so lange im Megapark geblieben? Also gut, also am Dienstag waren wir, ja, wie gesagt, um 11 Uhr beim Freibier und um 1:30 war ich im Bett. Das geht ja noch. Ja. Wie ist der Kader technisch gegangen? Also am ersten Tag hat mir gar nichts gefällt. Am zweiten Tag ist es mir nicht so gut gegangen, auf jeden Fall da. Also Am dritten Tag? Am dritten Tag, am letzten. Ja. Okay, ja, Da. glaube ich. Deswegen habe ich mir dann nochmal 1,5 Stunden auf die Liege gelegen. Das Was gleich eh eben- noch sehr Ja. human für die ist. Ja. Wie war die Zimmeraufteilung? Ich war mit dem Huber vor im Zimmer, genau. Der MJ mit seinem Bruder und Otto mit dem Zize. So war die Aufteilung. Kennst du jetzt wieder mit Ja, auf jeden ja, Fall. Entschuldigung. Ja. Ja. Wir haben ich hab vorher zum Kidrap gesagt, ja, wir reden ein bisschen über Malle und dann wollte das Ja. erst privat jetzt sein und ich sage, machen wir es doch direkt im Podcast. Na, ja, in der Rutschen waren wir noch, da waren wir noch. Das, hast du das Video gekriegt? Natürlich von habe mir ich das mit Video dem gekriegt. Hund. Es gibt jetzt, ja einige Videos gekriegt. Ich habe ein neues Lieblingsvideo, das vielleicht kann ich dir schicken und dann blendest du das ein. Ja. Also, ja, das. Ich habe lange nicht mehr jemanden so unwürdig aufgegessen. Also ich glaube ehrlich gesagt, erstens, ich habe zu oft das gemacht, als ich Ja. lustig finde. Ich spule gerade zurück und das ist Ja. echt wahnsinnig amüsant und es gibt Ja. auch schon einige Sticker davon. Ja, das glaube ich ja. Da. Mein Lieblingssticker davon ist Sliding in your mom's DMs. Na, Kennst jetzt auch nicht viel anfangen auf meinem DDK-Video haben, aber ist mir egal. na, ja, vielleicht sollte man da mal so Comedy-Sticker, die man macht, irgendwo hochladen. Vielleicht das. Ja. Und da mal so ein Los Brutalos Pack machen. Von mir gibt es schon ganz früh Ja, von mir auch. schöne Sticker. Ja. Okay, also Sonst, nein, Bamboleo, glaube ich, waren wir nicht da, oder wie nie das gehört. heißt. Das ist da, wo wir mal auf dem Huberfloh gewartet haben. Dann. Voll. Das ist Huber voll, ja, gegenüber vom Bierkönig, wo wir draußen geguckt sind. So halbert. ja. Ja. Das Bamboleo. Ja. Freilich, klar. Ja. Ins Oberbayern sind wir auch nicht rein, weil das hat brutal daudelt. Also da hast du von draußen schon gesehen, dass drin nichts los ist. Okay, Und das ja. kostet ja dann Eintritt, glaube ich, Ja, vor allem wenn's. wenn man seine Karten wegschmeißt. Das ist wohl mit dem Scheißdreck. Ja, mei. Schon, sonst gehen wir immer heim, 150.000 Sachen in die Ja, aber Taschen, das hat jetzt raus müssen, Ja. der kleine Zettel. Der hat Ja. nämlich wahnsinnig blockiert alles. 100.000 Sticker von lauter Leuten. Ja. Ja. Ja, sonst glaube ich, ist jetzt Wie war der Rückflug? ja, entspannt. Also wann habt ihr aufgehört zum Saufen? Also der Hubervoll und ich am Flughafen. Beim Zurückfliegen haben wir noch, bevor wir eingestiegen sind, unser letztes Bier getrunken. Sehr gut. In der Lounge. Nein, da nicht. Da sind wir dann, haben wir uns eins gekauft. Ja, Okay. Ja, nett. ja war nicht. Ja. Ja, ich habe kurz überlegt, ob ich habe nicht gewusst, wie tot du bist. Na, Weil mein Dad, ich war mit meinem Dad am Donnerstag, am Mittwoch im Keller noch. Nicht nichts Ausuferndes. Dann habe ich gedacht, weißt du, jetzt kurz überlegt, ob ich da noch schreibe. na,
Aber hast wahrscheinlich nicht gekommen, oder? Nein, glaube ich nicht. Also bin ja dann, also da auf dieser Höhe gleich war ja dann um 12:30 oder so, oder um 12. Da war ich noch da gewesen. Ja. War kein Problem gewesen. Ja. Einfach nur so, hab's nur. Ja, meine Mom war nicht da und das hat er Also, nutzen müssen. ja, klar. Verstehe. Weißt du, das ist ja das Albtraum, wenn die Alter heim. Gut, jetzt haben wir uns komplett verarscht, gell? Ja. Aber gefreut mich. Ich muss schon sagen, jetzt, wenn ich es wieder her, packt mir schon das Inselfieber. Ja, auf jeden Fall. Da Nein, kommst du raus. hätte schon wieder Bock. Ja. Mal wieder. Ja, es ist halt tatsächlich, haben wir letztes Mal schon gesagt, wie ein Fiebertraum. Ja. Wenn du halt echt sehr oft dieselben Liedl hörst, Ja. dann covern sie die alle gegenseitig noch und dann, Ich finde, Malle ist eigentlich wie Festival, nur ein bisschen organisierter. ja. Also, was heißt organisierter? Nicht so dreckig. Ja. Also, irgendwie ja schon, aber. Ja, ich war im kleinen Ding, wie sagt man, Nebeninfo, Off-Topic-Story. Ich war relativ spät im Megapark beim Scheißen und das Klo war picobello. Okay. Ja, also da schauen sie drauf. habe ich mir schon gedacht, weil ich hab in der Früh eigentlich schon scheißen müssen, hätte ich gedacht, aber es ist nichts gegangen. Das ist immer frustrierend, ja. Ja, war ein schlimmer Trugschluss. Und dann auf die Nacht, Ja. auf die Nacht haben wir dann gedacht, fuck, jetzt muss ich halt scheißen. Und ich war selber nicht mehr in dem Zustand gewesen, dass ich den Helikopter mache. Ja. Und da bin ich reingegangen und super. Also, Fantastisch, das freut mich richtig für die Megaparks. Megapark, ja. Vielleicht da mal eine nette Google-Bewertung. Ja, schon, hinterlassen, also, dass du super sagst, hey, Toilette, ja. Tolle Säulen, Ja. faire Preise, Ja, Klo, picobello. ja, Warum nicht? Ja. Warum nicht einmal ein bisschen Lauf da lassen? weil ich wünschte, Jetzt ich könnte 0 Sterne geben. Die ja. wichtigste Frage. Ja. Hast du mal ein Print mitgenommen? Nein, leider nicht. Wow, okay. Habe ich vergessen. Nein. Komisch. Wie kann sowas passieren? mein Hund, das ist. Den hast du dabei? Nein, den habe ich auch vergessen. Den, Nein. Ja, den habe ich dann am Scheißer, also am Flughafen, habe ich ihn angebunden. Ja, klar. Auf dem Klo. Sehr lustig. Und dann habe ich ihn einfach stehen lassen. Nicht einmal mit Absicht, ich habe es einfach vergessen, dass ich den habe. Boah, der wird dich so vermissen, gerade. Ja, schon, ja. Schade, der wäre auch sicher günstig gewesen. Es ging ein Zehner. Zehner. Ja, haben wir gedacht. Schon, ja. Die Brühen, weiß nicht, ob die mit Ja, lang, saulustig, ja. Fünfer. Super. Ja, ich weiß gar nicht, ob der MJ den noch hat. Nein, muss man mal schauen. Ich glaube, man nimmt Seiten was mit aus Malle, muss Ja, man ehrlich sein. außer Krankheit. Ja, schon, ja. Weniger Gehirnzellen. Na, die lassen wir dann da, logischerweise. Ja. Geiler Bock Gehirn sein, lass mir dort. Ja, egal ob in der Weiden Weide oder im Nachbarort, Dorf. Was jetzt? Ich singe immer nicht, wenn wir auf der Bühne stehen, singe ich immer das Falsche. Ich glaube Nachbarort, wegen Reime. Weil dort Ort. Ja, Ich glaube, ich sag Dorf dann immer. Okay, dann schauen wir mal, was wir machen. Na, Super, haben wir das, gell? Ja. Bei mir ist nicht so viel passiert. Ich habe echt, also halt hier firmentechnisch, aber da möchte ich die Leute jetzt nicht damit langweilen. Ja, am Song habe ich gearbeitet. Ja. Der ist von meiner Seite ziemlich durch. Ja. Da wir halt jetzt beide gesundheitlich zerfickt sind. Eigentlich war das Ziel, den die Woche schon grundsätzlich abzuschließen. Aber da ich sagen, greifen wir dann am Montag Finale, oder? Ja. Also da endlich fertig wird. Ja. Das ist, glaube ich, ganz geil geworden. Ich mag ihn gern, mag die Parts gern, aber ich mag halt auch die Hook richtig gern. Ja. Und das Thema. Ja, das ist auf jeden Fall mal wieder Real Talk. Schon, ja. Und dann, Da hoffe ich, dass man hier, weil ich habe es ja natürlich mittelmäßig abgemischt, Ja. ob man das da mehr rausbringt. Aber der Ja. Vorverstärker, krass bei sowas. Also Ja. jetzt war ich aber richtig begeistert wieder. Ja. Deswegen habe ich auch gleich hier aufgenommen. na, das ist echt ein super Ding. Nur ein Vor allem- Tausender, da kannst du halt gar nichts Nein. sagen. Gell? Na, lohnt sich, auf jeden Fall. Ja. Thema der Woche habe ich zwei, ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar sind wir jetzt ja alle im gebärfähigen Alter. Ja. Was ich mit Erschrecken feststelle, ist, dass sehr viele Kinder preisen sind Ja. mittlerweile. Ja. Und da frage ich mich, warum? Also, ich habe die Vermutung, nein, warte, das ist echt schwierig. Also ich habe erst gedacht, liegt es vielleicht so, weil die Kinder jetzt noch mehr der Fernsehen schauen oder so, aber ich glaube, man kann auch nicht recht viel mehr der Fernsehen schauen wie ich, Nein. zum Beispiel als Kind. Nein, stimmt. Na, Ich denke, also ich weiß nicht, es passiert ja meistens dann im Kindergarten und Ja. in der Grundschule, na, dass die Leute halt sich da anstecken lassen von diesem Virus. ja, Und ich glaube einfach, dass Hochdeutsch die dominantere Sprache ist, dass sie da die Kinder einfach anpassen. Also es sind ja auch sehr viele, also bei uns ist ja auch schon so, dass sehr, sehr viele ausländische Kinder im Kindergarten sind, die logischerweise auch Hochdeutsch reden, Ja. also die lernen ja nicht Bayerisch. Ja. Und einfach sehr viele Eltern, glaube ich, mit denen die Kinder auch bewusst Hochdeutsch reden, Ja. damit sie später mal nicht so schwer haben. Ja. Aber hey, stellt euch mal vor, wir hätten Hochdeutsch geredet,
dann waren wir jetzt keine bayerischen Rapstars. Na. Und ich jetzt nicht zu unseren Songs hier so Ja, schön checken. Cha-Cha-Cha tanzen. Ja, richtig, ja. Und ein Flamenco. Ja. Aber auch, ist es tatsächlich auch so bei Familien, wo echt alle bayerisch reden. Ja, Die schau dir Kinder. die Harry so. Ja, stimmt, ja. Beim Harry ist ja auch, der hat ja auch eine Zeit gehabt, wo er viel Hochdeutsch geredet hat. Ja. Aber jetzt ist er Gott sei Dank wieder. Ja. Er ist ja von vornherein kennen, aber Sabrina, Totalausfall. Ja. Vor allem so ein Totalausfall, dass du sagst, wenn sie jetzt versucht, Bayerisch zu reden, ist das wie wenn er Preisbayerisch redet. Ja. Das ist echt traurig, schlimm. ja. Das ist richtig, richtig schlimm. Ja. Da lobe ich mir, habe ich ja schon erzählt, habe ich hab Mia getroffen, Ja. mit dem Bub, der ist 5 oder 4, Ja. keine Ahnung. Ja. Noch nie so geil jemanden, noch nie so geil ein kleiner Bub Bayerisch reden. Ja. So, bin ich immer gleich blöd vorgekommen. Ja. Da kann er schon Bulldog fahren. Ja, das denke ich mal. Wirklich. Was? Geil. Man gibt euch nirgends hin. Ja, ich weiß nicht, Das was reicht das ja, die haben. Ja. Landstrength. Ja. Ja. Geil. Ja. Ja, was ist deine Vermutung? Ja, ich glaube auch, dass es halt auch daran liegt, dass die ganzen Erzieherinnen beschissene Saupreisen sind. Stimmt, das ist natürlich ein das kommt Riesenpunkt. mit denen, wenn du dann 8 Stunden verbringst und die Suppen anhören musst, dann wirst du wahrscheinlich auch denken, also wirst du Ja. einfach irgendwann resignieren als Kinder. Aber halt auch, wie du schon sagst, also die ganzen Medien, Ja. also Bücher, wenn du ein Buch vorliest, das liest du ja Hochdeutsch. Ja. Wenn du fernsehst, Hochdeutsch. Wenn du spätestens mit 4 jede freie Sekunde auf TikTok bist, Ja. Hochdeutsch. Schon, ja. Also da lobe ich mir die alte Pop noch, da waren wenigstens die Durchsagen auch noch auf Bayerisch so Ja, halbert. schon, ja. Zumindest halt ungelenk Hochdeutsch. Ja, jetzt hat das nur noch ab und zu in der S-Bahn, wenn der Schaffner Ja, wieder wird. so geil, ja, stimmt, so, ja. So, jetzt bleiben wir stehen, weil wieder irgendein Volldepp. Auf Gleise gesprungen ist. Ja, voll geil. Oder die Türen blockiert. Ja. Oder die Notbremse gezogen hat. Glaubst du, Bayerisch wird sich abschaffen? Ich weiß nicht, also vielleicht hat es ja dann nochmal ein kleines Revival insgesamt, weil ja ganz Deutschland bei unserer Kultur noch Copy-Paste druckt, Ja, weil die ja stimmt. selber nichts haben. Ja. Und ja, das ganze Trachtending, gerade ja wieder, also es wird ja immer mehr, sage ich mal. Ja. Ja, vielleicht besinnen sie dann die Kinder auch wieder. Oder man Das- muss halt schlagen. Ich glaube, dass wir es schlagen müssen, dass das der einzige Weg ist, Ja. wenn du mich fragst. Da ich unterstützen den Ja, Antrag. wird nichts helfen. Ja. Oder wir machen halt jetzt eine bayerische Kindersendung, dass man da halt so. Haben wir ja schon. Ja. Der Mache, Stimmt, ja. Hitler, Goebbels und. Der Drache Kuckuck, ja. Ja. Ist halt natürlich unreal, aber gut, Hitler war ja Österreicher, also kann er ein bisschen österreichisch-bayerisch reden, Ja. finde ich. Und Kuckuck ist ein Urbauer. Ja. Also wirklich, ja, Ah, ich kann ja noch ein Wort sagen. stimmt. Scheiße. Kuckuck, muss er halt dann sagen. Ja, Scheiße. dann das müsste der blöd. Goebbels so der Loser-Freund sein, weil er ein Berliner gewesen, oder? Weiß ich nicht. Aber Also, kann schon sein. Ja, keiner von da. Kein Deutsch, nein, auf Der keinen war ein Fall. bisschen behindert. Ja. Das waren es alle damals, Ja, schon, ja. die da mitgemacht haben. Ja, völlig. Nein, wirklich. Ja, was will er denn jetzt schon wieder? Snapchat. Entschuldigung. Ja, Der Stefan hat mir geschrieben. ja. Ja, aber wir tun ja viel dafür, dass die bayerische Sprache nicht ausstirbt. Ja. Entschuldigung, die bayerische. Ja, ja, vielleicht shiftet das dann auch nochmal. Also je nachdem, was für einen Freundeskreis du hast, dass wenn du jetzt halt im Kindergarten leider Gottes noch mit lauter Preisen abgehängt bist und dann ändert sich der Freundeskreis, wo halt ein paar richtige Menschen dann Ja. sind, dass dann nochmal deine Sprache sich neu justiert. Ja, oder du schickst uns halt einfach ein paar Monate ins Camp noch in die Aachener. Ja. Oder Geister geht wahrscheinlich auch. Ja, Ja. ja. Wobei in Gasser die Kindergärtnerinnen auch voll preisen sind. Was ist denn das? Schon, ja. Ich wüsste gar nicht, wo meine Kinder in den Kindergarten schicken sollen. Wer nennt die AfD das, wenn das Islamisierung, oder? Ja, ist schon so. Na, Das, nur halt mit Preisen. ja, Ja. die Preisisierung. ja, das Ja, klingt jetzt irgendwie ist blöd, es sexy, ja. müssen uns was Cooles einfallen Ja, lassen. schon, ja. Dann halt in Politik gehen. Ja, Ja, das ist der nächste Schritt. Ja, Mach aber eine wird eigene Partei. Ja, ja, klar, Ich weiß noch das gar soll nicht was. mitmachen. Ja, weil, wo soll ich dazugehen? nein. Hey, die AfD ist mir nicht rechts genug. Ja, schon, ja. Ja, und, ja, Punkt. Ja, Punkt. ja. Weil was machen die? Die machen nichts. Nichts viel Quack, Quack. Quack. Keiner mehr, traut sich keiner mehr einen Hitlergruß zu machen. Nein. Seine sagen, da brauchst du erst ein paar, mutige Leute in Sylt, gell?
Schon, ja. Das hier wieder. Ja. Ey, schlimm. Die Das ist ja fast noch schlimmer, wie das alle Hochdeutsch stehen. Ja. Das kann ja mal Hitlergrüße Ja, macht. das- Woher kommt das? Ich weiß Wo haben auch sie nicht. das verdient? Das verlieren sie wahrscheinlich am Kindergarten. Schöner Gruß aus der BRD GmbH. Ja. Aber egal. Ja. Wurscht. Auch wieder was aus der Friede rausschneiden kann. Wahrscheinlich, ja. Wieder So komplett ist- aus dem Kontext Ja. reißt. Ja. Vielleicht einfach alle, die den Podcast hören wollen, NDAs unterschreiben lassen. Ja, stimmt, ja. Vorher, sonst kannst du gar nicht drauf zugreifen. Oder halt jetzt den Podcast auf Telegram verlegen. Oh, auch gut, ja. Dann können wir da mal richtig loslegen. Wie sie erlebt. Weißt du was, wie hat das eine dumme geheißen, wo kurz einmal alle waren, was Ja. Gruppen aufmachen hast können? Fuck, Clubhouse, oder? Das ist tot, oder? Ja, okay, gibt es keine Sau mehr. Geil. Gibt es keine Sau mehr. Gut. Viele Apps schon wieder weg. Gell. Snapchat, glaube ich, ist noch ein bisschen am Start auf jeden Fall, aber sonst. Aber das habe ich komplett übersprungen. Ja. Also wir haben mal einen Los Brutalos Account gehabt, aber naja. Ich bin dafür, dass wir jetzt alle unsere Social Media Aktivitäten auf Telonym verlagern. Ja, stimmt, ja. Ich glaube, das wäre sinnvoll. Ja, Oder Twitter. ja, Ich glaube, die bayerische, die bayerische Ex-Bubble ist relativ groß. Ja. Ja gut, jetzt sind wir schon relativ lang, dann Dann lassen machen wir einfach weiter. Alle. Springen wir direkt Okay, weiter. Los Brutalos Favorites, Laubbäume. Ja, das ist ganz, haben wir nicht schon mal Bäume gehabt? Echt, okay? Nein, ich hab gedacht, das war entweder oder, wo ich gefragt habe, Tannen oder ja, also. Nadelbäume oder Laubbäume. Aber Ach so, da hast du also vorbereitet. ja, schon, ja. Ganz vorne bei mir da natürlich, also die Eiche ist auf Nummer Ja. 1, weil ich mag die Bladel, ich mag Ja. die Dinger, die runterfallen, Ja, die die Eicheln Eicheln, ja. mit den kleinen Hütchen, Ja, wirklich. super. Dann, ich mag die Kastanie richtig Ja. gern, weil das ist so eine richtig bösartige Frucht, die da Ja. drauf hängt. Schattenspender im Biergarten. Absolut. Ja. Also das sitzt nirgends besser wie unter einer Kastanie. Ja. Außer das Ding hat es halt auf den Schädel, das ist so Ja. nervig. Schon, ja. Mir noch nie passiert, aber ich Aber glaube, das lustig. nervig ist. Sau Ja. lustig, stimmt. Also ja. wenn du der Beobachtende bist. Ja, ich war total schockiert, weil letztens, also pass auf, die haben ja diese Stachelpanzer Ja. Ja. und da drin ist ja die Kastanie. Ja. Die fallen teilweise nur die Kastanien vom Baum. Ich habe immer gemeint, das fällt, also wie geht das? Ich habe Ja. gedacht, die Frucht wird unten halt aufknackt oder beim Runterfallen. Wie öffnet sie die von allein? Letztens einfach eine Kastanie runtergefallen. Okay. Also, weiß nicht. Oder jemand hat sich einen Scherz erlaubt da bei der Kastanie. Ja, gut, vielleicht wird das halt dann reif und dann ploppt es jetzt auf wie so eine Knospe oder so. Ja. Vielleicht sind das die Blüten der Bäume, keine Ahnung. Wir müssen mal, vielleicht haben wir einen Botaniker da. Wir haben einen Kastanienbaum auf dem Kinderspielplatz gehabt und die haben wir dann immer gesammelt und voll gegen eine Kirche Ja, gefetzt. klar. Ja. Ja, Kastanie, es gibt ja fast keinen besseren Wurfgegenstand wie Kastanie, mal ganz ehrlich. So ein perfektes Gewicht. Ja. Siehst du schon hier den 3 Ding. Ja. Schmeiße da 15 Meter. Ja. Easy. Ja. Mit Anlauf. Ja, so, wir haben uns damals Zeit verdrüben. Schon, ja. So, So, das so einen war- Stecker geschlagen. Ja. Von Kastanienbaum. Ja. Und sonst mag ich Ahorn noch recht gern. Ja. Lerche. Aber Ahorn, weil ich nicht kenne. Also, ich Ja. habe jetzt die 3 jetzt aufgezählt, die jeder kennen darf. Na, ich glaube, was ich noch erkenne, da war Birken. Birke, Also wegen der Rinde. Ja, klar. Klar. Stimmt. Ja. Also die Birke nicht auf dem Schirm gehabt, Ja. das gibt es ja gar nicht. Ich finde, die Birke hat ihr Peak erreicht gehabt, als der Hans im Glück quasi alles mit Birken Ja. ausgestattet hat. Das war so. Ab da hätte die Birke aber dann aufhören müssen. Ja, schon, ja, dann ist es ein bisschen. Ja, haben sie ein paar falsche Entscheidungen Ja, getroffen. schon, ja. Ja. Hast du deine Aufzeit oder schließt du die meine an? Ja, also ich hätte auf jeden Fall Eiche gesagt, Kastanie auch und mein 3 war halt die Birke gewesen dann trotzdem, also aus nostalgischen Gründen. Ja. Also, weil war gerne im Hans im Glück. Rest in Peace. Einst, ja. Ja. Ich möchte mal wieder zum Five Guys. Ja, Nur wegen dem Shake. na, war auch letztes Mal, da war ich jemand zum Flughafen gefahren und habe mir gedacht, weil ich das gemacht habe, belohnst du jetzt selber mit Five Guys. Ja, weil fast am Riemen vorbei. ja. Dann hingefahren und erstens haben sie mir fast beidelt, die Arschlöcher, weil sie mir nur ein Getränk zusätzlich boniert haben. Das sind ja gleich 4, 5 Ja, ja, Euro das oder so. ist- Na. Und dann habe ich den den Bacon Cheeseburger genommen Ja. und dann war kein Barbecue-Sauce drauf. War die Fotzen. Na. Hast du was gesagt? Ja, hab ich müssen. Ja. Und hast du Barbecue Ja, drauf hab ich gekriegt? dann- Hast du einen neuen Burger gekriegt? Nein, oder? dann haben sie mir da drauf da. Das ist nett. Ja. Ja, das heißt ja 2 Euro für so einen Drecksburger. Ja, also richtig teuer, glaube ich, für mich allein. Also erst habe ich mir schon gedacht, weil es dann irgendwie 25, 29 Euro waren. Was? Ja. Achso, wegen dem Getränk noch. Ja, genau. Und dann habe ich mir gedacht, boah, das ist schon unverhältnismäßig teuer. Ja. Dann habe ich die Kassenzettel angeschaut. Na,
Und dann hat sich das geklärt. Ja, Gott sei Dank. Ja. Warst zu mutig und bist aufgestanden für deine Rechte. Ja, schon, ja. Vor allem, wie war das? Bist du hingegangen und hast gesagt, hey, ein Getränk zu viel. Und dann bist du nochmal hier wegen dem Ja. Barbecue. Oh, das ist nervig. Aber das eine war an der Kasse und das andere habe ich dann direkt mit Leid. den Braten. Ah, so Erklärt, geil, ja. ja. Wow, schon eine Ebene übersprungen. Ja, schon, ja. Na, dann kommen wir zum schnellen Entweder-Oder. Sommer oder Winter? Sommer. Na, hätte ich auch gesagt. Möchtest du nur noch Fäustlinge tragen oder so Hurensohn-Zehenschuhe? Nur noch Fäust. Ja. Nein, Da wär nein, viel- warte, nein, muss ich zurücknehmen, logischerweise. Weil, also ich hasse die Schuhe, die haben Kaum wertend formuliert, die ja, Frage. nein, null. Ja. Dazu habe ich später noch eine Frage, also die Ja. Schuhe an sich. Ja. Nein, natürlich die Drecksschuhe, also ich will die Schuhe tragen, weil ich brauche halt meine Hände Ja. öfter. Ah, ich habe da auch an einem Flughafen gesehen, Alter. Das ist schon, da ist der komplett aufgegeben einfach. Ne? Also da habe ich mich gefragt, was ist mit dir los? Ja, Hat der so 10 Schuhe ja gehabt? also gerade der Typ war wandelnde Kleiderpuppen. Ja. Aber gut, das ist ja eindeutig ein deutsches Problem. Ja. Nur noch im Ausland leben oder Bayern nie wieder verlassen? Bayern nie wieder verlassen. Ja, hätte ich auch gesagt. Weil sonst da einfach auswandern. Ja. Das ist echt genau die Frage. Ja, du darfst da nie wieder zurück. Das ist halt der Unterschied. Also du darfst nie aus Bayern raus Ja. oder du darfst halt nie wieder nach Bayern rein. Ja, Ja. das ist gar keine Frage. Ja. Aber ich mag jetzt so gerne in Berlin natürlich. Ja, das ist das so kann man lecker. jemand mitnehmen. Ja, stimmt. Ganz ehrlich, das reicht ja für 10 Leben, wenn ich mir einmal in Bayern noch umschauen darf, was Ja. da es gibt. Ja. In Vollhintere, Schon, ja. Hinteres, Ja. Vorderes, Klamm. Klamm, Ja. Partnach, Das Klamm, habe ich gemeint, ja. das ganze Zeug. Ja. Na, Der das- Gardasee, Gardasee, ja. Malle, Malle, Malotze, ja. das ist eigentlich auch Bayern. Ja, schon. Ist es Oberbayern, Ja, oder? Und das auf ist jeden der Fall. coolste von alles. Ja, schon. Na. Mehrst du Social Media Manager sei Ja. und nur noch die Söder Ist-Beiträge machen Ja, und halt auch alles mit einem, also du warst der Producer quasi. als brauchst du mir den Content. zweiten gar nicht vorlesen. Ja, oder für einen Arafat Abu Chaka sein aktuelles Buch. Frag mich nicht, was heißt. Das geht gegen Das Bushido. bewerben. Ja, genau, ja. Auf jeden Fall Söder. Ja. Weil der kommt schon kulinarisch rum. Ja, das Muss stimmt, ich ja. sagen. Und ich interessiere mich halt viel mehr für Essen. Ja, Das ist halt natürlich schwierig, in seiner Gegenwart zu existieren von Ja. Söder wegen dem enormen Ja. Geruch. na, Aber ja, ich habe halt eine Kindheitserinnerung verloren, weil ich jetzt weiß, dass der Söder 9 Bratwürst schafft. nein, Bratwürst. kleine, ja. Stark, sieht Na. man gar nicht an. Nein, na gut, der ist ja groß, gell? Ja, groß und fett. Ja, und hässlich. Das ist sau hässlich, Ja. ja. Ich mag ja große Leute eh schon nicht. Nein. Ist ja eh klar. Muss ich Ja. ja. Wenn du dann ausschaust wie der ungewaschenste Uhu auf der Welt. Ja, und dann eben diesen Geruch verstreust. Naja, Aber Söder, wenn du Kanzler wärst, dann wir sind waren, wir hier. Ja, wir waren Supporter seit Ja. Tag 1. Und jetzt gib uns deinen Samen. Schon, ja, wir haben da was vor. Ja, Gurgeln. ja, schon. Das war's dann. Ja, schon, ja. Danke. Nord- oder Südkorea? Ja, das coole Korea, Nord. Ja. Nein, das ist jetzt natürlich. Südkorea, ja. Also nicht der Nord, ist ja der Kim, oder? Ja, genau. Kommunistisch. Ja, also Urlaub oder einfach so, wenn ich mich entscheiden Wenn du müsste. entscheiden müsstest. Ja, die Südkoreaner. Ja. Was ist Aber deine Meinung zu China? zu China habe ich eigentlich, Also China sagen ja nur wir, gell? ja, Bayern, China. also viele Hurensöhne sagen China, Ja, das gut, macht das- mich. ja. Ich sage tatsächlich aber auch manchmal China. Ja, Also, aber China darf ich nie sagen, das macht mir wahnsinnig sauer. ja. Das, Wobei man halt auch Chihuahua sagt, gell? Und Ja, nicht das andere. Chihuahua. ja, Ja, ist eine andere Sprache. Ja. Meine Meinung zu China ist, ich habe keine richtige Meinung zu China. Ich finde schon, dass sie nicht die Samurais haben, sondern dass die Japaner waren, wenn mich nicht Ja. alles täuscht. Kung Fu ist schwul, ja. Was aber okay ist. völlig okay. Also nicht das sexuelle Schwul, sondern das, ich bin voll die Loser-Kampfsportart. Ja, Schaut aber cool aus. Außer Ja. Ip Man war cool und Bruce Lee auch. ja. Aber sonst ist jetzt kein Land, wo ich hin möchte aktuell. Also ich darf mir schon mal anschauen. Ja. Es gab jetzt sehr viele Länder, die noch vorher
Na, ich finde es immer, hat ja nicht den besten Ruf jetzt, die chinesische Regierung insgesamt. Ich glaube, dass die Landschaft schon interessant war. Ich glaube, dass es aber ein Albtraum ist, da in die Städte zu sein, weil es jetzt so viele Menschen sind, Ja. die alle gleich ausschauen. Ja. No front, also nicht rassistisch gemeint. Na, das ist halt einfach, wir kennen es nicht besser. Nein. Also schauen wir für die, glaube ich, auch alle gleich aus. Angeblich, ja. Ja. Krass. So dumm, die Chinesen. Ja, schon. Die können nicht einmal uns Europäer unterscheiden. Ja, Nein. und ich verstehe halt auch nichts und ich Nein. kann nicht einmal lesen. Ja. Also, Ja, das war in Japan schon schwierig, weil da teilweise auch nichts auf Englisch oder so steht. Und wenn es dann da so, du musst ja auf die Sprache umstellen. Und das haut ja oft schon nicht hin, wenn es dann da ein paar Schriftzeichen ja, weißt hast. du, ja. Na, kannst aber nicht waren einmal- sehr hilfsbereit. Also die, wenn glaube du ich, sehen, ja. dass du da 36 Minuten so in den Bildschirm Ja. reinstarrst, dann kommt dann mal irgendjemand und fragt, ob er da helfen kann. Auf Chinesisch hoffe ich. Ja, na, Japan war es ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich traue die Chinesen nicht. Nein. Die sind mir zu nett manchmal. Na, na, Das ist meine Meinung zu schon, dir. ja. Ja, kulinarisch gibt es da bessere Asiaten auf jeden Fall. Wahrscheinlich musst du einfach wissen, was du stellst. Na, Denke ich mal. ja. Jetzt muss ich es umdrehen, mein Handy. Ah, Entschuldigung. Schlimm. Okay, ja, das war's dahingehend. Mhm. Gericht der Woche, da schließe ich mich bei dir an. Du hast ja Oh. jetzt mal ein alkoholisches Getränk gehabt. Ja. Und falls ihr mal mit euren Jungs oder euren Mädels, wenn ihr mal ein bisschen flexen wollt und ein bisschen Old Money Vibe versprühen wollt, dann empfehle ich euch einen Old Fashioned. Mhm. Der ist sehr einfach gemacht, besteht aus 6cl Whisky, ein bisschen Zuckersirup und das muss ich mal ablesen, Angostura Bitter. Sind zwei Bitter doch in manche Rezepte drin, oder? Ja, manchmal ist noch ein Zitronenbitter, ja, aber jetzt haben wir nachher einmal mit einem gemacht. Es war doch so Orangenbitter noch drin. Ja, das ist der. Das ist der Angostura? Ja, Ah, okay. genau. Und dann nimmst du noch Orangen und eine Zitrone und tust das ein bisschen am Ding verschmieren und hast den Rest rein und dann Eiswürfel und Ja. der ist auch echt ein Getränk, das ganz schön scheppert. Ja, mag Ja. ich total gerne. Ja. Und aber gut, das sind halt einfach mal 3 Stamperl, Ja. das dann in relativ kurzer Zeit einflößt. Das haben wir von Mad Men, oder? Ja. Ich glaube, da haben wir auch, die könnte man auch noch mal anschauen, die Ja. Serie. Sehr inspirierend. Inspirierend. Irgend sowas. Inspirativ. Ich wollte, Sagt man das weiß ich eben nicht, deswegen habe ich es nicht ausgesprochen. Ich weiß es auch Ich nicht. glaube schon. Sehr inspirativ. Meine Vorfahren sind auf dem Esel hierher gekommen. Weiß ich. So habe ich die damals empfangen. Nein. Nein, aber Real Talk, auf einem Lastwagen ohne Plane. Plane. Ja. Wie weit? Also von Niederbayern erst einmal runter. Also der eine Teil. Wow, Ja, das ist eine aber- coole Geschichte. Das ist jetzt erst einmal die Schwarzen, die rübergefahren sind übers Meer. Also, ja, das war schon anstrengend, ja, aber meine Ja. Vorfahren Ja. sind mit einem Auto von Niederbayern hergefahren. Ja, aber erst waren es, also kämen schon irgendwo anders her, aus der ehemaligen aus dem ehemaligen Jugoslawien. Ja. Also mit der Teil mütterlicherseits. Mein Opa ist born and raised im Oberland und das alle davor. Der hat dann seinen Führerschein einen kleinen Hakenkreuzstempel gehabt. Oh, super. Stark. Also approved. Für approved. Führer approved, Ja. ja. Naja, aber er war, glaube ich, zu jung, dass er da groß mit Scheiße bauen hat können. Obwohl, wenn er einen Führerschein, oder was sein Ausweis, das muss ich auch, glaube was sein Ausweis. Ja. Einer von meinen Verwandten, ich weiß nicht mehr wer, hat sich während dem Weltkrieg auf einer Berghütte versteckt. Ja, So macht man das bei uns. schon, ja. Kann ich nachvollziehen. Ja, also ja. vor allem, wenn du niemanden hast. Ja, jetzt da die Studio, der hat viel gehabt. Okay. Also alle haben gemeint, er ist im Krieg. Ja. Ja, ganz ehrlich, das brauchen wir auch nicht geben. Es reicht ja dann, wenn die dann sagen, ja, oh, ja. Ja, und wer war es im Krieg? Ich sage, ja, Ja. ich möchte nicht drüber reden, sage ich. Da habe ich auf der Berghütten Ja. jeden Tag ein paar Schafe gefegt. Ja. Den feierrollsten Schwanz auf dem ganzen Erdenrund haben. Und da High Life. Ja, schon. Auf der Alm gibt es keinen Sinn. Nein, auf der Alm gibt es keinen Sinn. Ne? Und auf der Alm auch keinen Krieg. Nein, Gott sei Dank können die Schafe auch nicht drehen. Ja, Ja. noch nicht. Nein, stimmt. So ja. wie die aktuell herzücht. Ja, schon. Das sind Antibiotika, die werden alle älter wie wir. Fälle. Und dann fangen sie es reden und dann. Und dann haben viele Leute hier bei uns zwar eingeschlossen ein Riesenproblem. Ja. Vielleicht auch schon mal so ein paar NDA-Pfotenabdrücke nehmen. Stimmt, ja. Dann sagst du, übrigens, der hat mich Vertragsstrafe. Vertrag. Wo ist der das? Ja. Und dann also, meh. Ja. Gleich das Mal den Kopf platzt. Ja, macht ja nichts. Hast du noch andere? Ja. Fan der Woche, ich weiß seinen Namen nicht, aber ich habe einfach den Ami vom letzten Konzert genommen, weil ich geiler irgendwie cool Typ, gefunden ja. habe, dass jemand, der aus Amerika ist, auch unsere Musik hört. Ja. Feiert anscheinend den Lifestyle dann
Und ich glaube, seine Späßel haben wir gesagt, sie übersetzen sie ihm immer oder irgendwie sowas. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, ich war mir bis zum Schluss nicht sicher, ob er uns verarscht, weil da, wenn man auch so oft da ist, dass wir aus Amerika kommen. Aber sein Englisch war gut. Ja, das war in Malle auch. Da hat der MJ zu irgendjemandem gesagt, dass er Franzos ist. Ja, das ist nicht. Aber da wird der Otto Fahrt gewesen sein, oder? Nein, tatsächlich nicht, aber das ist dann so gegangen, dass eingeweiht waren am Anfang nur der MJ und ich und die anderen haben die ganze Zeit mit uns Deutsch geredet und haben wir bei den ganzen Little mitgesungen und dann hat er wieder auf Englisch gesagt, dass wir ihn quasi verarschen und dass wir Deutsch reden und dann habe ich immer noch gesagt, just a little bit. Wie? Das hat er geglaubt und dann hat er wieder 20 Minuten Englisch mit uns geredet. Okay. Und ich möchte jetzt ich glaube, dass der MJ vielleicht noch ein bisschen besser, aber jetzt auch nicht perfekt Englisch redet. Aha. Ja. Und dann hat Was waren das für Leute? Keine Ahnung, war vielleicht so 22, 23, komplett umgesoffen halt. Ja, logischerweise auch ein Megapark. Weiber oder Typen? Typen uns, 2 Typen. Und sein Späßel hat dann irgendwas auf Französisch gesagt und einfach nur gelacht. Ja, was willst du? Ja. Deswegen absoluter Anfängerfall, jetzt sagen wir aus Frankreich, weil das sprechen viel zu viel. Ja. Aber werde ich auch nie vergessen, als ich auf Ding gemacht habe, auf Schwede oder was in der Richtung. Und natürlich kommt dann jemand vorbei, der sich anschließt und mit mir 18 Sätze auf Schwedisch reden will. Ja. Und der hat mir dieselbe Scheiße verzeiht, wo ich die Ausländer immer reintrage dann. Er hat gesagt, dass man auf unsere Autobahnen, wo ich mir denke, Scheiße, wenn ich ein Franzos bin, dann weiß ich das ja wahrscheinlich, dass man auf unsere Autobahnen so schnell fahren kann, wenn man will. Cool. Ja, das hat er mir verzeiht. Weiß gar nicht, was noch. Hast du gefragt, oder? Nein, das hat er mir einfach so verzeiht. Ja, übrigens. Unsere Autobahnen. Our highways. You can drive as fast as you want. Ja. Ein gutes Gespräch, ja. Also reagieren wir. Wow. Ja. Gesagt, I know. I don't even have a driver's license. Schon. Naja, gut, dann Los Brutalos Secret Tipp. Habe ich das Liberty Center in Freising, Liberty Center in Straubing genommen. Genau, da haben wir das habanero Musikvideo für die Jungs draht. Und das war auch echt ein solider Burger. Hast gesagt, ja. Freut mich richtig. Ist nicht so weit weg. Ja, selber gemachter Patty. Ich glaube, das Brot war nicht selber gemacht, aber auch trotzdem schön Barbecue Bacon genommen, schön Barbecue Sauce drauf. Additional Mayo. Halt. Super. Und ja, Pommes waren auch gut, die waren auch gut. Dick, dünn? Die waren relativ dünn, glaube ich, aber die haben so dieses Chips ungarisch Gewürz. Mag ich gern. Ja, das war echt richtig gut. Jetzt Gewürz, das nicht mehr Salz, das ist geil auf die Pommes. Ja. Und auch geiles Ambiente, netter Wirt mit einem mega stabilen Dobermann. Ja, das habe ich gesehen, das Video. Ja. Richtig riesiger. Auch wenn er kopiert war. Ja. Aber genau. Und sonst, was steht die Woche noch an? Also, heute Auftritt. Zu dem Podcast Herz haben wir einen Auftritt gehabt. Achso, ja, da versuchen wir jetzt einmal irgendwie durchzukommen, weil ich habe selber gesagt, dass wir krank sind. Das wird spannend. Aber war nicht das erste Mal. Nein, wahrscheinlich nicht das letzte Mal. Nein, aber du kannst die Leute nicht enttäuschen. Nein, auf keinen Fall. Die reisen ja jetzt gerade aus ganz Österreich und Deutschland und was weiß ich. Und wahrscheinlich, wo was grenzt noch ist, so Schweiz, Ungarn überall werden es kommen. Polen, Tschechien. Alles, die ganzen. Auf der anderen Seite. Niederlande. Ja. Da überall. Eurasien. Und dann sage ich, nein, ich kann nicht, weil ich ein Schnüpfchen habe. Dann sage ich, Falle komme ich. Falle komme ich und mache hier 75 Minuten Highlife. Schon, ja. Dass die Leute eine gute Zeit haben. Lass 60 Minuten sein, weil wir es wieder schlecht geplant haben. Fälle. Oder lass 2 Stunden sein, weil wir es wieder schlecht geplant haben. Kann alles passieren. Wir sind ja nicht Taylor Swift. Nein. Wir sagen dann ab wegen einer kleinen Bombendrohung. Ja, das ist ja lächerlich. Da fangen wir erst an. Schon, ja. Das ist einmal eine gute Idee, gell, dass du sagst, ich habe keine Lust auf einen Auftritt, das ist ein kleiner Anruf, sag Bombendrohung. Ja. Also, und dann sagen sie am Telefon, ey, wirklich? Dann sage ich, Fälle. Ja, schon. Fälle, Bomben, hallo. Ja, sollen wir sagen, deine Nummer? Sag ich, glaube ich nicht. Ja, doch, 01. Okay, ja, trotzdem Bombendrohung. Ja. Vierte. Aber schön so ein Tempo, während die Comics auf. Ja, schon, ja. Genau. Und beim Eumerer sind wir noch. Das dürfen sie jetzt erfahren. Ja. Also er hat uns auch schon ein paar Mal. Aber nur, man sieht nicht, dass er uns verlinkt hat. Aber beim ersten Mal schon, ja. Schon, oder? Ja. Da hat aber so viel Leute verlinkt, dass man das, glaube ich, nicht. Das ist ein volle Idiot. Schlange Gaudi.
Ja, ja, du, der live zeigt dir echt viel Leid und so, aber Social Media, das. Nein, gar nicht. Und auch privat ist er halt wirklich, was du sagst. Nein, danke. Eher nicht. Ne? Na, aber gut, machen wir auch. Kann nicht jeder sein wie wir. Na, frei von Fehlern und Makeln und menschlicher absoluter Oberburner. Und auch politisch der Hammer. Ja, schon. Ja. Was du sagst, das setzen wir sich ein. Bevor sie das Mai aufmachen, informieren sie sich erst richtig. Richtig, ja. Ja. Und auch nie aussagen, was du sagst, das hätten sie jetzt lieber nicht gesagt. Ja. Auch wenn es nur ein Spaß war. Ja, nein. Schon, da kannst du nicht sagen, nein, die lesen nur die Bildüberschriften. Auf keinen Fall. Sollen wir, Ja. oder? Ja. Darfst du vorstellen. Ja. Dann hat die letzten Worte wie immer der wunderbare Harry. Danke.